Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Sendung live aus dem Europaparlament. Wie gewinnt berichten ich zusammen mit Isabel Wieseler über das Aktivitäten von dieser Woche an Debatten, die wir an der Plenum hatten. Wir hatten das Woche ein ganz wichtiges Wort. Es geht zwar um ein ganz kleiner Affaire, aber ich meine, das war etwas, was den Leuten das Leben viel mehr einfach wird machen. Das wir haben gestimmt, für das wir an der Europäischen Union just nach einen einzigen Handystecker werden haben. Das heißt, ein einziges Ladegerät, das selber ist. Das heißt, das egal, ob die ein Samsung oder ein iPhone oder was auch immer wird tun, da wird man dieselben Stecker kriegen. Das durchgemischt. Das sind noch so die Klangsachen, die uns weiterbringen. Davon aufgesehen haben wir ganz großen andere Problem, das wir da gelesen haben, auch den vom Elektroschrott. Hier können wir wirklich viel mehr wiederverwerten, neu benutzen und auch den Schrott vermeiden. Das ist wichtig und da haben wir auch einen kleinen, mit großen Schritt für ihren Komfort das Woche geholt. Isabel, wir hatten aber auch noch viel mehr Großthemen, notamment Ukraine als das größte Metathema, weil das permanent begleitet an den verschiedenen Aspekten. Ja. Kannst du also einen kurzen Überblick geben, wo wir das Woche dran geschafft haben? Ja, wir hatten direkt zwei Debatten das Woche am Plenum. Bei der ersten war Ursula von der Leyen auch bei uns. Das ist so, dass Russland ja wirklich Putin das kurzem wirklich nach Krack erweitert huet, den Druck den brucht huet, die Erde weiss wie en lo de Krisch feiert. En huet op der enger Seite hueten jo die Globalmobilisation jo do gemach, déi ihm och Schwierigkeiten am egene Land bringen, mir huet se awer die Schritt gangen, dat das wirklich méi mich stark an de Krischer goen. Der zweite, dass dat die Energie schon immer als eng Waff benutzt, gesagt so aus, wie wann ein Brett nach méi weit zu goen. Et schenkt wie wann wirklich geif eiswellen die Energie ganz aufdrehen. An het wurde doch gewiesen, dat Accident, das war kein Accident, weil es Futti gemacht ginas, ganz bewusst Futti gemacht ginas die Pipeline an mir, hat auch gewiesen, nicht nimmen als Schwierigkeiten, wie vulnerabel man am Anfang sind, was die Energie belangt. Wir haben noch andere Pipelines, auch mit Kommunikation. Und auch da muss man alles protegieren. Also wir sind am Gange auch zu entdecken, dass wir uns noch mehr protegieren müssen, wie wir gedacht hatten. Weil einfach die Welt an einem Zustand ist, der gefährlich ist, wenigstens dem Ugriffskrieg, den Putin wichtige Punkt die Sabotage von der Nord Stream Pipeline, der das ganz klaren Ausschlag op als Energieversorgung. Ich meine, da darf man es nicht dann verdrehen lassen dabei. An generell haben wir da ein großes Problem, wenn man über als kritische Infrastrukturen nur denken, weil wir haben ganz viel Arbeiten, die zum Beispiel bei uns an einem Hafen an Hamburg oder wo auch immer gemacht gehen, wo ganz tags Firmen aus Drittländern kommen, solo China, aber auch Russland, die dort Arbeiten machen. Die wissen auch nur genau, wo als Internetkabel leihen, die wissen auch genau, wo als Stromkabel leihen, die wissen auch genau, wo als einer Energiekabellein, das möchte als vulnerabel. Und da muss man auch viel mehr aufpassen, nicht einmal beim Dossier über die ausländischen Investitionen an der Europäischen Union, wo wir als Lützeburg lange geschläft haben, wo der Mann, den Claude Wieseler, da auch eine gute Proposition de loi gemacht hat, für die Sicherheitskomponente zu verstärken. Ich meine, da muss man auch mehr aufpassen und noch die Legislation auf die Liste holen, für die Sicherheitskomponente besser zu bedenken, für die strategischen Risiken, ob man es mehr können zu kontrollieren. Den anderen Punkt, den also viel Leid effektiv auch beunruhigt am Recht, das auch das, was sich zugespitzt wird, sind auch Menassen für eben Atomersatz zu machen. Das war schon ein Kehr mit das Lo mehr an ob einer Art und Weise, die am Fungel auch nach an der ging direkt auf den zweiten Teil von die zweite Debatte, die da war, das Teil von der Propaganda, die Art und Weise, wie das brucht wird, dass eventuell kennt eine Atomwaffe angesagt gehen, geht gemacht. Die ganzen Analysten, die so wirklich für die europäische Population zu beunruhigen. Das war den zweiten Teil am Anfang, die zweite Debatte, das war die von der Propaganda, die Russland benutzt für
bei Eis anzuwirken. Der Fakt, dass all die Influenz, die sie hält, für bei Eis Demokratie futti zu machen. Ob der lo ist, an dem sie die Extremrechts- oder überhaupt Extremparteien unterstützt, mir aber auch andere Gruppementer sind immens viel Suche von ihnen ausgegeben, für das zu machen. Das war just nach einem Rapport rauskommen, eine Enquete, die gemacht hat, dass die nächste beweist, wie viel sie dafür ersetzen. Und es geht ihnen noch wirklich darum, ganz einfach für die Demokratie futti zu machen. Ihnen ist es doch am Funkroll so gut, egal ob sie dann vorig sollen oder nicht vorig, es geht darum, dass wir einfach an dem unsicheren Stadium sind, wo man nicht mehr wissen, wer das vor, wer das falsch. Es ist extrem, ich gebe die Plätze, wo ich fies nennen, dass eine Art der Weise, für zu funktionieren, die wirklich schwer möchte, eben an einer Demokratie, wo frei ist, wo ich so was die Welt, wo ich die Informationen bringen, die Welt, wo kein den Mund zugesperrt kriegt, bringen sie es fertig, für eine Institution zu setzen, die an der Hinsicht extrem gefährlich ist. Und wir müssen lernen, uns zu protegieren. Und das sind einfach eine ganze Reihe Sachen, die gemerkt in der Kommission wird die auch vorgestellt. Und schon einfach weiterhin vertrauen, dass wir das fertig bringen, mit diesem System vorzukommen. Ja. Christoph, ja, das große Problem ist natürlich, den wir alle gute Spiere noch weiß, die Energie. Absolut. Eng Pipeline solo futti gemacht gin, dat heißt, du kre man nächten hier. Man muss urbaner Platzen als Energie sicher go. Man muss aber auch als Energietransition hikreen, weil man wissen, dat de Verbrennermotter ich war ke große Fan davon, dat den soll ganz verschwannen, weil ich mengen auch die Technologie hat hier Meriten an giwer so en gewissen Unabhängigkeit gin. Wann man do war op DW muss go fir verstärkt Elektromobilität zu hunn, muss man aber auch die Batterie können herstellen. An wo krämer die Materialien hier? Letzte Woche hat man Triet zu von der Union vom Ursula von der Leyen, wo notamment auch eine Strategie auf den Tisch gelöst wird für die kritisch Matière-Premiere, wie man sie hier kriegen. Was man da muss machen, das ganz schnell agieren, für mit verschiedene strategische Länder Handelsakkorden zu machen. Ich weiß, dass viele Leute das nicht gerne hören, aber die Matière-Premiere gehen nicht an einem Grab voll Länder an der Welt, verschiedene davon mit denen können man oder will man nicht mehr viel zu dienen und solo China ich meine das ganz schwierig Russland können man will man nicht damit zu dienen und das sind aber zwei andere Wurst die ich nur G4 hier wenn Chile an Australien du hast ganz viel Lithium den man hier kriegen für als Batterientechnologie zu machen und du musst mal gucken dass mir die sind die als echt die dritten Handelsakkorden machen mit den dritten zwei Ländern für in Achse op die Matière-Premieren zu kreen, weil sos verpasst man all den Zug für Eisindustrie darüber abzubauen, für dass wir die Batterientechnologie auch hier an Europa können produzieren, dass der Automobilsektor den auch kann, du man da richtig equipiert gehen, weil sos können man als wirklich viel groß op de Fendel schreiben. Man muss noch als Möglichkeit gehen für die Ziele zu erreichen. Den Handelsakkord mit Australien, mit Chile sind immens wichtig, wenn man da tote Wellen hinkriegen. Und da muss man auch wirklich Druck auf die Kommission, auch auf den Ministerrat machen, die bisschen do, ich weiß nicht, bisschen schlafen, aber trotzdem Ursula von der Leyen huet Moie wat die Energieversorgung eben ubelangt, du just vom Conseil geschwert, dann die Länder an op der anderen Seite Kommission. Sie huet gesot, dat het awer kritizeiert am von Welt Länder am Moment hier Energieversorgung no sech guckt an der Konkurrenz sich setzen gegen den anderen an dann Preise nach mir heich gehen an wir wollen just gegen den Mann an sie huet gesot gehabt das sind Konsignen rausgegangen an lo an puint guck mal wo man Drosinn huet gesot aber net da gëtt nicht hier geguckt wie man dat bei einer Sache gemacht und für die Versorgung Energieversorgung gemeinsam zu machen schlufen weil die Sucht darf man doch noch verpassen weil so immer nach Energiekaschen die aber da kommen die ab man gerade so hecht wie die mal hun dat riese Problem darum muss man schaffen an du muss man auch verlässlich Handelspartner wirklich für Reis gewannen Isabel wir hatten aber auch noch ganz viel über Menschenrechtssituationen auf verschiedene Regionen an der Welt notamment Iran kann sei so wo den Losochtove an der Pläne geschwert ob wat hast du Schwerpunkte gelöscht beim Iran es wirklich geht drum es schon erlaubt am Anfang jungen Iraner zu zitieren sie sind extrem bedrückt sie versichern am Moment du wirklich das Regime umzukippen an sie sind
ganz bedrückt, dat die können den Iran gesehen als dat Land an die Leute, die do sind, ein Land an Leute, die dat gefen unterstützen. Und ihr seht ganz klar, wir können die Regierung können wir hassen sie, dass das Wort benutzt. Und wir sind eine Kultur, die 2500 Jahre alt ist. Und wir glauben an Menschenrechte und Freiheit, und das ist das, was wir wollen. Und das, was das ausgelöst hat, war ja den Tod, schon erlaubt man den Mord zu sagen, von Mahsa Amini, was eben die Schleier nicht so unhat, wie die Police des Mœurs dann das für richtig gehalten hat. Und das hat das ganz deklanchiert. Aber sie hoffen, dass wir sie unterstützen, indem wir einfach kein Kompromiss mit den Regierungen mehr angehen. Was eben ganz schwierig ist, wenn in die ganze Konstellation von geopolitischen Konstellation von der ganzen Gegend gesagt, wie wenn man so volle Kunden, weil sich wirklich versichtfrei zu machen, muss man auch ganz klar sagen, dass man sie unterstützen. Du hast von Zustand gesprochen, von denen man die müssen angepackt gehen. Wir hatten noch nie sein können, dass sie nicht für dich schon mal von der Schweiz sind. Ungarn. Der usual suspect, gebe ich so. Absolut. Und das kann ja aber ganz konkret die Kommission die Maßnahmen geholt hat, für das Budget, den europäischen Budget. Ich schwätze nicht von dem Recovery-Fonds, ich schwätze wirklich vom europäischen Budget. Das ist ein europäisches Budget und das Konditionalitätsreglement, das angewandt wird an die Kommission, hat ganz klare Propose gemacht, die erlauben, das Budget dann zu verteidigen, und dass Ungarn wirklich muss eine ganz Reihe Änderungen bringen, für eben am Rechtsstaat en Akkord zu sein. Und ich muss auch sagen, dass wir bedenken, dass da wirklich Probleme von Korruption sind. Das ist von den Hauptpunkten. Es kann sich aber wirklich nicht vorstellen. Es ist nicht akzeptabel, dass europäisch Fonds, und ich weiß nicht, was für eine Tasche gehen, an einem Moment, wo die Leute wirklich zum Schluss von Schwierigkeiten haben, bis dahin zu kommen, mit denen so in diese Hunde. Dafür sind wirklich froh, dass die Kommission da brucht hat. Der Conseil hat 2 Monate, eventuell einen dritten, für zu dezidieren. Die Decision muss kommen, und sie sollen so sehr wie möglich die Decision holen. Dass du nicht am Conseil den sich den anderen Ländern verstoppen geht, und du irgendwelche komische Deale gemacht hast, du machst mal Druck. Absolut. Du musst dich etwas ändern, und merci Isabel, dass du auch immer so am Ansatz bist. Wir sind schon am Ende von unserer Sendung, wir hätten noch können lang machen, wir sind am Oktober 2-mal heute zu Straßburg, das ist exceptionell, das heißt, wir werden schon in 2 Wochen den nächsten Update gehen von unserer Arbeit hier aus dem Europaparlament, und wir so nicht. Vielmals merci für das Nolauschen und hoffentlich bis geschwind. Merci für das Nolauschen.